Hallo und herzlich willkommen. Heute packen wir ein wirklich großes und komplexes Thema an. Wir schauen uns den Teufelskreis aus Unterdrückung und geistigem Stillstand im Nahen Osten an, und zwar basierend auf den Ideen von Hiber Hebun. Lass uns mal gemeinsam versuchen, das zu entschlüsseln. Dieses Zitat hier, das bringt es eigentlich schon auf den Punkt und bildet quasi das Fundament für alles, was wir heute besprechen. Die These dahinter ist ziemlich provokant. Der wirkliche Ursprung des ganzen Problems liegt im gestörten Verhältnis zwischen dem Einzelnen, dem kreativen Kopf und der Gesellschaft. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, was haben wir heute vor? Hier ist der Fahrplan. Wir starten mit diesem Grundkonflikt Individuum gegen Gesellschaft. Dann schauen wir uns an, wie die Ausgrenzung von kreativen Leuten diesen Teufelskreis der Unterwerfung erst in Gang setzt. Danach zoomen wir rein auf den arabischen Frühling als Fallbeispiel und am Ende steht, das düstere Erbe der Angst. Also bleibt dran, wir gehen das Schritt für Schritt durch. Okay, fangen wir also ganz am Anfang an, beim Fundament des gesamten Arguments, dieser zutiefst problematischen Beziehung zwischen dem einzelnen Denker und dem Kollektiv, der Gesellschaft. Der Kerngedanke der Quelle ist eigentlich bestechend einfach. Der Zustand einer Gesellschaft, so die These, lässt sich direkt daran ablesen, wie sie mit ihren kreativsten und kritischsten Köpfen umgeht. Das Schicksal eines Einzelnen ist hier also kein Zufall, sondern quasi ein Seismograph für das gesamte System. Das führt uns natürlich direkt zur nächsten Frage: Was sind denn die Ursachen für diesen Verfall? Es ist eine Art Kettenreaktion und die Quelle, die wir uns ansehen, macht da einen ganz klaren Anfangspunkt aus. Und genau hier fällt der erste Dominostein. Laut dieser Analyse ist die systematische Ausgrenzung kritischer Denker nicht nur ein Symptom des Verfalls, nein, sie ist die eigentliche Ursache. Das ist der Moment, in dem die ganze Abwärtsspirale losgetreten wird. Hier sehen wir den fundamentalen Konflikt, der sich daraus entwickelt. Auf der einen Seite steht das kritische, auf Vernunft basierende Denken, also die Grundlage für jeden Fortschritt, und auf der anderen Seite das, was die Quelle als abergläubisches Denken bezeichnet. Und ganz wichtig an der Stelle: Damit ist nicht unbedingt Religion gemeint. Es geht vielmehr um eine Mentalität der blinden, unhinterfragten Unterwerfung unter irgendwelche Autoritäten. Und das ist keine abstrakte Theorie, ganz im Gegenteil. Die Quelle wird hier sehr konkret. An die Stelle von Vernunft und eigenem Denken tritt blinde Loyalität gegenüber Autoritätsfiguren, egal ob das jetzt Scheichs, Militärkommandanten oder andere väterliche Führerfiguren sind. Und die Konsequenz davon ist, so der Autor, ziemlich brutal. Die Fähigkeit zum selbstbestimmten, demokratischen Denken wird, um dieses krasse Wort aus der Quelle zu benutzen, regelrecht kastriert. Und was tritt an ihre Stelle? Eine Kultur des permanenten Gehorsams. Das bringt uns zur Mechanik von diesem ganzen System. Wie genau wird aus dieser Mentalität der Unterwerfung ein geschlossener Kreislauf, aus dem es anscheinend kein Entkommen mehr gibt? Stellt euch das mal vor. Diese geistige Leere ist brandgefährlich. Wenn das kritische Denken verschwindet, entsteht ein Machtvakuum. Und so ein Vakuum bleibt nie lange leer. Es wird unweigerlich gefüllt, entweder von Mächten von außen, die ihre eigenen Interessen durchsetzen, oder von Rettern von innen, die sich als die großen Heilsbringer aufspielen, aber am Ende nur die Kontrolle an sich reißen. Und hier sehen wir diesen Teufelskreis quasi in Aktion. Jeder Schritt führt logisch zum nächsten. Erst drängt man die kreativen Köpfe an den Rand. Das killt das kritische Denken. In diesem Vakuum, das dann entsteht, etabliert sich die Loyalität zu autoritären Rettern. Und das Ergebnis? Ein sich selbst erhaltender Zustand der Unterwerfung und Abhängigkeit. Und jetzt wird's konkret. Kommen wir zu dem großen Fallbeispiel, das der Autor heranzieht, um die verheerenden Konsequenzen dieses Teufelskreises zu zeigen. Der sogenannte arabische Frühling. Nach dieser Logik war der arabische Frühling also kein wirklicher Aufbruch in eine neue Zeit, es war vielmehr die unvermeidliche Explosion eines Kessels, der durch die ganzen Fehler der Herrschenden jahrzehntelang unter Druck gesetzt wurde. Keine Revolution, sondern einfach eine gewaltige Eruption. Und die Folgen dieser Explosion? Die waren katastrophal. Statt Freiheit gab es, wie es die Quelle nennt, eine Rückkehr von Brutalität und Barbarei. Darauf folgten Terror, Wirtschaftskrisen, riesige Migrationswellen und, das ist das Paradoxe, am Ende eine sogar noch schlimmere Unterdrückung als vorher. Aber warum ist dieser Wandel gescheitert? Die Kernthese des Autors hierzu ist echt interessant. Er sagt, es scheiterte, weil man quasi die Hardware ausgetauscht hat, also die Herrscher, aber die Software, die Mentalität der Unterwerfung, die gleiche geblieben ist. Die Menschen waren so sehr an Unterdrückung gewöhnt, dass sie am Ende reflexartig wieder dem applaudiert haben, der am stärksten auftrat. Das führt uns jetzt zum letzten und wohl düstersten Punkt.
das Erbe der Angst und das politische Vakuum, das dieser gescheiterte Aufbruch hinterlassen hat. Die politische Landschaft, die daraus entstanden ist im Grunde ein Patt des Scheiterns. Wie ihr hier seht, beschreibt die Quelle beide Seiten, sowohl die Regierung als auch die Opposition, als im Grunde illegitim und nicht repräsentativ. Und der entscheidende Punkt ist, beide suchen ihre Legitimation und ihre Unterstützung nicht beim eigenen Volk, sondern bei regionalen und internationalen Mächten. Das Volk selbst ist nur noch Zuschauer. Das Ergebnis ist ein totaler politischer Stillstand, ein Machtvakuum, in dem es keine legitime Vertretung gibt, keine Vision und damit irgendwie auch keine echte Hoffnung auf Besserung. Und dieser Stillstand hat ganz tiefe psychologische Wurzeln. Die Angst ist dann nicht mehr nur ein Instrument der Mächtigen. Sie wird zu einer kollektiven Psychologie, einem Gefühl, das alles und jeden durchdringt. Die Herrscher haben Angst vor dem Volk und das Volk hat Angst vor den Herrschern und am Ende sogar voreinander. Eine Gesellschaft gelähmt von Angst. Und genau hier lässt uns diese Analyse mit einer sehr unbequemen, aber absolut zentralen Frage zurück: Wenn sowohl die Regierung als auch die Opposition illegitim sind und das kritische Denken erstickt wurde, wer oder was soll diesen Teufelskreis dann überhaupt noch durchbrechen? Eine Frage, die die riesige Herausforderung verdeutlicht und über die es sich lohnt, mal nachzudenken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Willkommen bei The Debate. Warum bejubeln Menschen eigentlich oft genau die Diktatoren, die sie am brutalsten unterdrücken? Das ist so das große Paradoxon. Ja, genau. Warum scheitern Revolutionen scheinbar exakt in dem Moment, in dem der Tyrann gestürzt ist, nur um dann, einem neuen Autoritarismus Platz zu machen? Das ist das tiefe, unangenehme Paradoxon, dem wir uns heute stellen. Absolut. Wir blicken ja oft auf den Nahen Osten und suchen nach so einfachen, binären Erklärungen. Also gute Bevölkerung gegen böses Regime. Aber heute betreten wir eine Landschaft, die, ich würde sagen, weitaus trüber und komplexer ist. Sehr viel komplexer, ja. Wir analysieren das Werk des Denkers Reiba Hebun. Genauer gesagt einen extrem dichten Auszug aus seinem Buch, das im Original Al-Hubbu Wujud wal-Wujud Marifa heißt. Zu Deutsch also: Liebe ist Existenz und Existenz ist Erkenntnis. Richtig, und Hebun stellt uns da vor eine gewaltige Herausforderung, wenn es um diese Krise des nahöstlichen Verstandes geht. Und es ist wirklich eine schonungslose Diagnose. Also wir bewegen uns hier nicht an der Oberfläche von Tagespolitik. Hebun zwingt uns in die absoluten Tiefen, also politische, soziologische und psychologische Pathologien hinabzusteigen. Es ist ein Text, der weh tut. Weil er keine Ausreden zulässt. Genau, weil er keine bequemen Ausreden zulässt. Das macht ihn auch so faszinierend. Die zentrale Fragestellung, die wir heute aus Hebuns Text herausarbeiten und über die wir ja grundlegend unterschiedliche Ansichten haben, lautet im Grunde: Entspringt dieses anhaltende Scheitern demokratischer Bewegungen primär einem inneren, kognitiven Defizit, also einer tief verwurzelten, geradezu freiwilligen mentalen Unterwerfung? Oder... Und das wäre die Gegenseite, ist dieser Verfall in erster Linie das Resultat äußerer, struktureller Ausbeutung durch korrupte Eliten und regionale Mächte, die die Gesellschaften schlichtweg in Geiselhaft nehmen? Das ist die große Kernfrage. Ja. Wenn ich Hebuns Text lese, sehe ich ganz klar Ersteres im Zentrum. Er argumentiert wirklich eindringlich, dass der Kern des Problems in einem inneren kognitiven Vakuum liegt. Die Gesellschaft hat das kritische Denken aufgegeben und sich geradezu hingebungsvoll patriarchalischen Figuren unterworfen. Ich vertrete heute also diese kognitive Perspektive. Und da kommen wir direkt an den ersten großen Reibungspunkt. Denn ich lese die Kausalität bei Hebun genau andersherum. Wirklich andersherum? Ja, völlig. Wenn man sich die Mechanik ansieht, die er beschreibt, identifiziert er die strukturelle politische Unterdrückung und die massive Einmischung von außen als die wahren Haupttreiber. Diese Mächte halten die Gesellschaften bewusst und mit physischer Gewalt in ständiger Angst. Was wir also als freiwillige Aufgabe des Verstandes bezeichnen, lese ich als eine erzwungene Überlebensstrategie. Okay, lass uns das direkt mal entpacken. Hebun nutzte einen Begriff, der mich beim Lesen echt innehalten ließ. Er spricht von der Kastration des demokratischen Lebens innerhalb der Köpfe. Ein sehr heftiges Bild. Ein extremes Bild, ja. Überlegen Sie mal, was das bedeutet.
Eine Kastration ist ein endgültiger Verlust der kreativen Kraft. Er sagt ganz deutlich, dass die Gesellschaft das kreative Individuum marginalisiert hat. Anstatt kritisches Denken zu kultivieren, hat man sich entschieden, Statuen anzubeten, Militärführern zu huldigen. Aber Warte, nur um den Gedanken abzuschließen, der kognitive Raum wurde von der Gesellschaft selbst geräumt. Wenn der Verstand erst einmal abdankt, dann ist die Diktatur, die von außen kommt, eigentlich nur noch eine Formsache. Für mich ist das ein absolut hausgemachtes Problem. okay, lassen Sie mich das kurz ordnen. Sie sagen also, dass dieser Drang, patriarchalischen Figuren zu folgen, ein kulturelles Erbe ist, das die Diktatur quasi erst einlädt. Genau, Das hieße ja, die Bevölkerung wäre der Architekt ihres eigenen Gefängnisses. bis zu einem gewissen Grad ja. Ich stimme Hebuns Diagnose des kognitiven Verfalls zu. Die steht unbestreitbar im Text. Aber schauen wir uns an, unter welchen materiellen Bedingungen dieser Verstand abgedankt hat. Hebun spricht davon, dass die äußeren Einmischungen das Land zu einem, Zitat, ewigen Erbe für den äußeren Kolonialismus gemacht haben. Die Menschen sind ja nicht eines Morgens aufgewacht und haben kollektiv beschlossen, ach, heute geben wir mal das kritische Denken ab. Nein, natürlich nicht so plakativ. Aber Hebun beschreibt Gesellschaften, die in Fesseln liegen. Wenn jeder Versuch der Aufklärung sofort mit Gefängnis oder Folter bestraft wird, dann ist die Hinwendung zum rettenden starken Mann keine kognitive Schwäche, es ist schlicht der einzige psychologische Ausweg, den man den Menschen noch gelassen hat. Das ist dieser klassische Einwand der strukturellen Prägung. Aber lassen Sie mich das mal mit einem Bild fassen. Stellen wir uns den gesellschaftlichen Verstand mal wie ein menschliches Immunsystem vor. Okay. Ein gesundes Immunsystem wehrt Viren ab. Wenn dieses System aber durch eine fatale innere Konstitution geschwächt ist, durch jahrhundertelang Aberglauben, durch diese unhinterfragte Heldenverehrung, dann haben externe Viren wie ein Diktator natürlich leichtes Spiel. Es klingt plausibel, aber Hebun sagt klar, es ist ein natürlicher Prozess, dass ein Machtvakuum gefüllt wird, wenn die Methodik des kritischen Denkens fehlt. Das Fehlen dieser kritischen Methodik ist die eigentliche Ursache für die Infektion. Wenn das geistige Immunsystem intakt wäre, hätte der Kolonialismus niemals diesen fruchtbaren Boden gefunden. Ihre Immunsystemanalogie ist elegant, aber sie übersieht ein entscheidendes Wort im Text, das wirklich alles verändert. Welches? Hebun schreibt von Gesellschaften, die schrittweise im arabischen Original Biltadrisch ausgegrenzt wurden. Ein Immunsystem schwächt sich hier nicht von selbst ab, aus so einer kulturellen Laune heraus, es wird aktiv und systematisch vergiftet. Aber von wem? Von den eigenen Herrschern. Ja, Hebun betont explizit, dass das kreative Individuum in einem Schmelztiegel des psychologischen Kampfes isoliert wird. Das ist ein gezieltes politisches Programm. Man hat das Gegenmittel, das kritische Denken, verboten und zensiert, um die eigene Macht zu sichern. Die Herrscher haben das Immunsystem absichtlich zerstört, um sich danach als Retter zu verkaufen. Selbst wenn wir annehmen, dass dieser Prozess von oben gesteuert war, und das war er sicher in Teilen, löst das für mich nicht die Frage nach der Komplizizenz der breiten Masse. Komplizizenz. Ja, Komplizizenz. Eine Elite kann das kreative Individuum nur dann so erfolgreich marginalisieren, wenn die Gesellschaft dieses Individuum nicht schützt. Hebun kritisiert messerscharf, dass die Massen den einfachen Geistern folgen. Es gibt also eine innere Bereitschaft zur Unterwerfung. Wenn wir jetzt über Komplizenschaft sprechen, müssen wir fragen, wo waren denn die Alternativen? Hebun skizziert ein Milieu, in dem es keine legitime politische Kraft mehr gibt. Keine einzige. Gut, dann lassen Sie uns genau diesen Punkt an einem historischen Beben testen, das Hebun auch reflektiert. Dem arabischen Frühling. Sehr gutes Beispiel. Wenn wir ihrer Logik folgen und das Immunsystem angeblich nur durch externe Vergiftung unterdrückt wurde, aber eigentlich gesund sein wollte, wie erklären wir uns dann das katastrophale Scheitern dieser Aufstände? Das war doch der Moment, in dem der äußere Zwang kurzzeitig Risse bekam. Die Menschen waren auf der Straße. Warum mündete es nicht in einer stabilen Demokratie? Genau. Hier entfaltet Hebun für mich seine brillanteste Strukturanalyse. Er beschreibt den arabischen Frühling eben nicht als Beweis für die Unfähigkeit der Bevölkerung. Im Gegenteil. Er nennt das, was danach passierte, eine Erneuerung der Barbarei in modernem Gewand, angetrieben von seinem Begriff zerstörerischen Allianzen. Also wieder externe Kräfte.
Ja, absolut. Der originäre Ruf nach Freiheit war echt. Aber schauen Sie sich an, wie eine solche Bewegung zerschlagen wird. Das passiert durch brutale, von außen gesteuerte Kriegswirtschaften. Geopolitik ist wie ein kontrollierter Waldbrand. Regionale Mächte legen bewusst kleine Brände, exportieren Terror, inszenieren Krisen. Aber das greift doch. Warte, nur um das Bild abzuschließen. Das Ziel ist es, die Bevölkerung in ständiger Panik zu halten, damit niemand auf die Idee kommt, eine Demokratie aufzubauen. Der Bürger auf der Straße hat gegen diese massiv finanzierten Allianzen schlicht keine Chance. Das Vakuum wurde gestohlen. Da mache ich jetzt einen dicken Strich drunter. Und widerspreche wirklich vehement. Okay. Denn Heboum verwendet einen Satz, der dieser reinen Opfernarrative komplett den Boden entzieht. Er schreibt unmissverständlich, dass das Scheitern dieses Wandels auch daran lag, dass die Völker, und das ist jetzt essentiell, an Unterdrückung und den Applaus für den Stärkeren gewöhnt sind. Ja, das schreibt er. Im Original heißt es, اعتادت القمع والتصفيق للأقوى. Wenn Sie jetzt sagen, aber die Leute wollten doch Freiheit, dann fragt Heboum knallhart, wollten Sie das wirklich? Oder wollten Sie nur einen neuen, etwas wohlwollenderen, starken Mann? Naja, das... Er sagt, die Völker selbst haben den neuen Unterdrückern applaudiert. Jemandem wird eingeredet, er brauche eine eiserne Faust. Wenn die Revolution da ist, sucht dieser Mensch kognitiv sofort nach der nächsten eisernen Faust. Eine Revolution kann niemals erfolgreich sein, solange der Verstand in der Anbetung der Macht gefangen ist. Dass das Volk dem Stärkeren applaudiert, das bestreite ich gar nicht. Aber Sie interpretieren Gewöhnung als intellektuelle Unzulänglichkeit. Ist sie das nicht? Nein! Wenn ein Mensch an Unterdrückung gewöhnt ist, sprechen wir über ein tiefgreifendes psychologisches Trauma. Das ist klassische Konditionierung. Ein eingesperrter Vogel, dem man plötzlich die Tür öffnet, fliegt oft nicht sofort hinaus. Weil er die Freiheit draußen mehr fürchtet als den Käfig. Das heißt nicht, dass er das Fliegen ablehnt. Die Struktur hat ihn traumatisiert. Wenn wir uns die Legitimitätskrise ansehen, sehen wir das wahre Ausmaß. Habun analysiert, dass heute weder Regierung noch Opposition Legitimität aus dem Volk schöpfen. Beide buhlen nur um regionale Mächte. Das Wort, das er verwendet, lautet Ifteal, fabriziert. Richtig. Die Krisen sind inszeniert. Genau. Geopolitische Akteure inszenieren das. Die Gesellschaft ist ein Schlachtfeld. Und diese Demoralisierung, die sie als kognitives Versagen deuten, ist die Waffe in dieser Kriegsführung. Diese Beobachtung über die Illegitimität der Akteure teile ich komplett. Der Text lässt daran keinen Zweifel. Aber das wirft doch die Frage auf, warum kann dieses Schlachtfeld so ungehindert bespielt werden? Weil die Machtverhältnisse asymmetrisch sind. Ja, aber Heboum verweist hier auf eine ganz bestimmte Gruppe, die völlig versagt hat. Die Intellektuellen. Er nutzt diesen bemerkenswerten Ausdruck, er fordert die Produktion von Menschen mit Verstand, Intaj Dhawi el-Okul. Dieser Begriff ist doch zentral. Das erfordert eine mühsame, koordinierte Anstrengung. Das Wissen muss produziert und vorgelebt werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, das Fehlen dieser geistig unabhängigen Menschen ist das primäre Vakuum. Die geopolitische Einmischung stößt nur deshalb nicht auf Gegenwehr, weil der intellektuelle Widerstand kollabiert ist. Produktion von Menschen mit Verstand. Also, das klingt fantastisch in einem philosophischen Seminarraum. Es ist Heboums Forderung. Ja, aber wie soll das in der Realität aussehen? Wie soll ein Intellektueller arbeiten, wenn die Gesellschaft in Unterdrückung liegt? Sie verlangen, dass Denker in einem lichterloh brennenden Haus sitzen bleiben und Vorlesungen über Architekturkritik halten, während ihnen das Dach auf den Kopf stürzt. Ich verlange, dass Sie das Feuer benennen. Und das führt uns zur Triebfeder der ganzen Misere. Die Psychologie der Angst, die Hegemone am Ende in den Mittelpunkt rückt. Die Angst des Herrschers vor Machtverlust sickert von oben nach unten durch. Sie verankert sich in allen Gesellschaftsschichten. Die Angst fungiert hier wie ein Nervengift. Es wird ins System gepumpt. Es lähmt jede höhere kognitive Funktion. Man kann nicht kritisch dekonstruieren, wenn das Gehirn im reinen Überlebensmodus feststeckt. Die Struktur diktiert hier schlicht die Biologie. Ich sehe die immense Wucht dieser Angst, absolut. Das System ist brutal. Aber, und da hake ich sofort ein, genau in dieser Psychologie der Angst sehe ich die allergrößte Hürde, die wir adressieren müssen. Und zwar kognitiv. Kognitiv. Ja,
Die Angst wird von oben initiiert, das stimmt. Aber Hebun spricht sehr bewusst von einer Reflexion dieser Angst im Inneren des Individuums. Solange das Individuum diese Angst als ultimativen Kompass akzeptiert, solange es aus purer Angst applaudiert, bleibt der Käfig verschlossen. Das Aufbrechen der Angst ist ein epistemologischer Prozess. Ein epistemologischer Prozess? Das müssen Sie genauer erklären, bevor wir uns hier in akademischen Begriffen völlig verlieren. Der Herrscher meine Realität oder tue ich das selbst? Es ist die Pflicht des Individuums, die Realität durch eigene Erkenntnis zu überprüfen und die Angst zu entlarven. Das Buch heißt ja nicht umsonst, Liebe ist Existenz und Existenz ist Erkenntnis. Erkenntnis ist das einzige Gegenmittel gegen die Angst. Wenn wir den Menschen sagen, ihr seid reine Opfer, Geopolitik kontrolliert euch, dann entmundigen wir sie doch ein zweites Mal. Wir liefern die perfekte Ausrede für Apathie. Habung fordert aber Handlung, dass der Geist revoltiert. Ich verstehe Ihren Punkt. Es ist ein bestechendes Plädoyer für die Autonomie des Geistes, aber lassen Sie uns bei der Realität bleiben. Erkenntnis schützt Sie halt nicht vor der Geheimpolizei, die nachts an die Tür klopft. Nein, physisch nicht. Und sie füllt nicht den Magen in den ökonomischen Krisen. Hebsuns Analyse der Angst zeigt den perversen Regelkreis. Der Herrscher rüstet den Sicherheitsapparat auf. Das Volk hat Angst vor der Gewalt und unterwirft sich. Ein perfekter Teufelskreis. Und meine Überzeugung ist, dass sich das nicht allein durch kognitive Erweckung durchbrechen lässt. Aber wie dann? Man kann den Käfig nicht einfach wegdenken. Es erfordert das physische Zerschlagen der korrupten materiellen Strukturen, die diese Angst mit Waffen durchsetzen. Da sind wir an einem echten Knotenpunkt angelangt. Es ist die universelle Henne-Ei-Frage. Muss der Geist befreit werden, damit wir die äußeren Ketten sprengen können? Oder müssen erst die Ketten gesprengt werden, damit der Geist wieder atmen kann? Exakt, das ist die Spannung. Und das Außergewöhnliche an Heibuns Text ist ja, dass er reichlich Evidenz für beide Perspektiven liefert. Er macht es sich nicht leicht. Er reduziert diese Tragödie des Nahen Ostens nicht auf einen eindimensionalen Sündenbock. Das stimmt. Lassen Sie uns das Ganze mal für unsere Zuhörer zusammenfassen. Wenn ich meine Perspektive auf Liebe ist Existenz und Existenz ist Erkenntnis resümiere, dann steht für mich die Notwendigkeit einer inneren kognitiven Revolution im Vordergrund. Das Festklammern an Mythen und diesen toxischen Retterfiguren hat das Denken massiv beschädigt. Der Applaus für den Stärkeren muss von innen geheilt werden. Die Struktur kann erst fallen, wenn der Geist die Legitimität des Unterdrückers im eigenen Kopf vernichtet hat. Alles beginnt bei der Erkenntnis. Und wenn ich meine Seite betrachte, dann betone ich die erdrückende Macht der materiellen und geopolitischen Realität. Es ist die gezielte Vergiftung des Immunsystems. Für mich ist die Zerschlagung dieser externen Netzwerke die absolute Grundvoraussetzung. Erst wenn das brennende Haus gelöscht ist, kann der kognitive Raum überhaupt wieder existieren. Dennoch, und das ist vielleicht das tröstlichste Element in dieser harten Analyse, gibt es einen Punkt tiefer Übereinstimmung zwischen uns. Und vor allem mit Reber Hebun. Absolut. Wir stimmen darin überein, dass der Weg aus dieser Dunkelheit kein passiver ist. Er erfordert harte, gefährliche Arbeit. Es ist die Arbeit jener Denker, die die Vernunft verteidigen. Diese Suchenden nach dem Sinn, wie Hebun sie nennt, sind der Dreh- und Angelpunkt. Da gehe ich voll mit. Der Text ist kein Grabstein für den nahostlichen Verstand, sondern ein extrem anspruchsvoller Arbeitsauftrag. Er deckt die Fallstricke schonungslos auf und mahnt, dass der Kampf gegen diese Inquisitionen eine immense intellektuelle Solidarität erfordert. Wir können diesen Kampf halt nicht im luftleeren Raum führen. Ein hervorragender Schlusspunkt. Wir werden hier heute keinen Gewinner zwischen unseren Perspektiven küren. Der Text von Reber Hebun ist weitaus zu vielschichtig für eine bequeme Schwarz-Weiß-Antwort. Wir ermutigen Sie, sich selbst in die Schichten von Al-Hubbu Wujudun wal-Wujudu Marifa hineinzubegeben. Es ist ein Werk, das uns alle herausfordert, unseren Blick zu schärfen. Nicht nur für den Nahen Osten, sondern generell für die Fragilität menschlicher Autonomie angesichts von Macht. Ganz genau. Vielleicht müssen wir am Ende einfach akzeptieren, dass wir es gleichzeitig mit einem geschwächten Immunsystem und einem hochgradig toxischen Waldbrand zu tun haben.
Wie wir den Mut finden, unseren Verstand wieder als mächtigstes Werkzeug der Befreiung zu begreifen, das ist die Frage, die uns weiter beschäftigen muss. Vielen Dank fürs Zuhören.